die Kamera noch ein Stück drehen? Ich weiß nicht, ich glaube das passt, oder? Okay, EDF, es geht weiter. Peace. Hier ist der Renton. Mick. Mick. Wir haben schon 6 Stunden und 11 Minuten gespielt. Krasser Scheiß. Mal. Und das letzte Mal am 16.04. Das ist schon ein bisschen her. Über 2 Monate. Krank. Krank. Kommt mir vor wie gestern. Mission Mode, 2-Player Splitscreen. Okay. Musste man nicht die Kamera irgendwo anders hin machen oder so? Gab es da nicht ein Problem, weil das irgendwas Ach, verdeckt? mit der Minimap. Wir können direkt machen, oder? Denke ich. Ja. Wir haben ja eh so OP-Equipment. Ja, wir haben sehr gutes Equipment. Erstmal raffen, was abgeht. So. Ja, das Problem ist dadurch, dass wir... Stimmt, die Karte ist verdeckt. Jetzt weiß ich wieder, okay. Uno momento. Wo geht denn das? Ich glaube, wir haben es dann links unten hingepackt oder so. Ja. Ja, definitiv links unten. Share-Button, Oder konnten wir es zentral hinpacken? Ich weiß es gar nicht. Ne, zentral wäre auch schlecht. Zentral ging nicht. Lower left. Ja. Ich glaube, so hat man's. Ab geht's. Ja. EDF wäre auch so ein gutes Game für eine Anbindung, ne? Ist da kein? Nee. EDF. Erstmal checken. Okay, auf R1 Waffe wechseln, L1 keine Ahnung. Ach, ich hatte den schwulen Laser, der war ja gar nichts. Der Laser war nix. Sobald ich kurz ein bisschen Luft habe, stelle ich doch die Kamera ein Stückchen um. Okay. Steht ein bisschen bitter gerade. Ach, die Kamera meinst du? Ja, ja. Wow! Jetzt hier los, ey. So, das passt. Die Uhr ist noch drauf, das Wichtigste ist dabei. Gott sei Dank. Ohne die Uhr könnte man nichts fühlen. Ist aber so krass, ne? Das sind Millionen von Viechern. Macht aber nichts aus, wenn ich den Controller mal eine Minute weglege. Ja, warum auch? Vibriert kurz und dann ist gut. Stimmt, die Boxen, da gab es doch. Grüne waren Waffen, ne? Grüne waren Waffen, aber für uns unwichtig. Noch, ja. Ich weiß nicht, ob die später besser Nee, werden. will's nicht. Wenn, dann müssen wir einen höheren Schwierigkeitsgrad probieren. Das war ja das Problem, dass wir da so ein bisschen uns durchgecheatet hatten. Mein. Fuck. Hast du das Schiff kaputt gemacht? Warst du das? Ich habe drauf geschossen, aber ich glaube, ich habe es nicht gekillt, sondern du. Das habe ich vergessen. Die Klasse ist ja hier recht blöd, was Mobility angeht. Ja, du bist ein bisschen langsam, ja. Schön rollen. Auf geht's, at the gates. Jawohl, EDF. EDF. Ja, schön singen. Fuck. Ich kann nur die erste Strophe hier. Du kannst nicht mitsingen, glaube ich. Ne, ich kann nicht mitsingen, das geht nicht. So gut, dass sie das einfach nicht eingebaut haben. Oh! Wieder viele Schiffe da. Schiffe, okay. Ich habe schon gedacht, wo kommen die Gegner, aber sind wohl die Schiffe gut. Wo sind die Gegner? Schaut eigentlich irgendjemand auf YouTube die EDF-Sachen? Ich glaube so 20 Leute oder so. Okay. Oder 20 Klicks. So underrated. Ja gut, aber bei uns, Servus Nimo, bei uns auf dem Channel, so viel ist da eh nicht los. Also von Okay. daher sind 20 Klicks sind schon in Ordnung. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht im Stream auf Dauer vielleicht langweilig wird. Aber es spielt sich halt so geil. Beste Game, Mann, so zwischendurch. Super.
Oh, da habe ich ein bisschen daneben geschossen. Wenn das rum ist, gibt es vermutlich Dark Souls 2 und dann Dark Souls 1 und dann Demon Souls. Dark Souls 2. Ja, Dark Souls 2 kommt. Komm, Angstzustände, aber... Selbst mit DLC-Bossen renne ich dir das relativ gut durch, denke ich. Piu, piu, piu. Upsi, da habe ich mich selbst abgeschossen. Fuck. Meine Leichte. Oh Gott, ich krepiere. Weg. Du hast du noch 215 HP. Ja, jetzt. Alles. Das Problem war, dass meine Leiste hier weg war. Ich konnte nicht weg. Der Laser ist echt kacke. Ich muss mir den irgendwie mal austauschen. Ich probiere mal so ein bisschen aus. Mal nachladen. So, das ist gleich kaputt. Oh, immer noch nicht. Jetzt aber. Hast du E3 eigentlich geschaut? Ja, aber nur Sony. Sony war Sony und hier die immer die Hype-Games machen, aber am Ende kein Gameplay liefern. Wie heißen sie? Ubisoft. Ah. Ich habe mir bei den Easy Allies, die haben kurz vor Bethesda, ich glaube eine Stunde vor Bethesda, Ja. haben sie einen Special Stream gemacht, die Highlights aus der Konami Pressekonferenz 2010. Ach, da war doch hier Ding dabei. Takfumi mit 1 Million Troops. Ja, zum Beispiel. Legendär. Oder die Wrestler, die sich auf der Bühne gekloppt haben. Was, die Wrestler? Ja, das sind so 3 Wrestler gewesen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wieso kloppen sich Wrestler? Nemo bringt noch die Kinder ins Bett und dann ist er wieder da. Alles klar, bis gleich. So. Die Wrestler. Ja, ich weiß nicht, was für ein Spiel das war. Das sind auf jeden Fall so 3 Wrestler, die ultra schlecht aussahen. Dann haben sie sich die ganze Zeit geslappt. Okay. Mitten auf der Konferenz. Was ging mit Konami ab? Da waren sie noch ein bisschen relevant, oder? 2010. Ja, wir haben da Just Dance gezeigt, dann ein Silent Hill. Okay. Aber ich weiß nicht, was für eins das war. Ich nehme mal an Homefront oder Homecoming. Homecoming, ja. Ne, Downpour. Downpour oder Homecoming, genau. Okay. Homefront gab's nicht. Homefront war was anderes. Homefront war doch das, wo... Die Koreaner die Welt übernehmen. Genau, wo die Amerika angreifen. Beziehungsweise die Welt ist Amerika, genau. Ach, das Schiff kann man erst, wenn es auf ist, ne? Ach jo, musst attack the core und so, aber die Waffe ist mir zu schwach, die sterben nicht schnell genug. Ich glaube, wir müssen später nochmal höheren Schwierigkeitsgrad fahren. Viel mehr Fun. Krieg mal hin. Ah! Voll vorbeigeschossen. Am besten, ey. Das Ding also nicht kaputt, doch. Das ist doch schon zerstört, oder nicht? Ojo. Ist noch nicht kaputt genug. Ja, ich glaube, wir haben keine Raumschiffe mehr. Wir müssen nur noch Insekten klatschen. Aber ich habe auch die Tage gesehen, es gibt DLC für das Spiel. So eine DLC-Mission, aber ich glaube, die sind nichts Besonderes, dass man die haben muss oder so. Was verlangen die dafür? Zu viel, keine Ahnung, 3 Euro oder so oder 4. Waffen gibt es natürlich auch, bestimmt OP-Waffen. Da das ein japanisches Spiel ist, habe ich jetzt eher damit gerechnet, dass es irgendwie für 300 Euro Kostüme gibt oder so. Ja gut, das ist ja die Ausnahme, das macht ja nur Team Ninja mit Dead or Alive, die heute wieder neue Kostüme veröffentlicht haben. Collaboration mit Fairy Tail. Das ist krank, ey. Oh ja. Neue Waffen, aber alles Shit. Das hatten nun wir, Level 22 und sowas, oder? Ja, wir können eine höhere Mission machen und Waffen holen. Lass mal machen. Können wir machen, ja. Bisschen Fun Times. Ja. Start Mission. Und genau, auf die dritte. Auf die dritte? Auf die dritte. So, ja, und dann machen wir Hades erstmal. Passt. Sicher die dritte? Ja, sollte sich ausgehen. Auf jeden Fall immer gucken, dass du Abstand hältst
und nicht stirbst, da wir zu zweit sind, soll es etwas leichter gehen. Und aufpassen, hier jetzt für Friendly Fire ist hier erhöht. 75% der Waffen machen dir Damage jetzt. Kann sein, dass es sogar zu schwer ist für uns, aber ich denke nicht. Die hat man doch schon mal gemacht, die dritte. Ja, die dritte ist die einfachste zum Farmen, finde ich, für den Anfang. Ja, du bist zu nah, du musst aufhören, die zerstören dich sau schnell, die Gegner hier. Aber gut, wir töten die schnell genug, das sieht gut aus. Von der Schwierigkeit her. Und bei den Kisten müssen wir uns halt auch abwechseln. Ja, abwechseln. Welche waren jetzt die grünen oder die weißen? Die grünen, die weißen ist einfach nur heilen. Das ist Medic. Gut. Oh, ich sehe schon eine grüne Kiste. Also die Waffe, die ich momentan habe, mit der bin ich relativ zufrieden, nur die andere ist scheiße. Okay. Hier ist eine grüne, willst du die? Ich hol die gerade. Ah, okay, gut. Bin schon auf dem Weg. So, das war gut. Da drüben ist glaube ich noch eine grüne. Nee. Nur rote. Überall nur Armor. Ja, wir können schon nach vorne ballern, weil die Gegner müssen da kommen. Ja, meine ist halt mehr auf Nahkampf. So ein bisschen. Also die Waffe. Okay. Keine Ahnung mehr, was wir hatten, ey. Ach stimmt, du hattest den Rocket Launcher, der mir so ein paar Mal das Leben zur Hölle gemacht hat. Ich dir? Ja, zumindest in dem Level hier. Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich die Ameisen killen, die uns zu nahe kommen, immer. Ja. Von rechts kommen welche. Die kannst du am besten holen, weil du fliegen kannst. Ja, die eine holt dich. Da hast du Glück. Mich holt nix. Doch, ich hab's ja gekillt. Mich holt nix. Ich hab's ja gekillt, Mann. Zu schwach sonst. Dann holst du dir Overwatch. Da waren zwei grüne, muss ich gucken. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jemanden habe, der es überhaupt auf der PS4 Ach so, mit mir spielen will. Du kannst eine Konsole. Mac wäre dann Mac eh zu schwach, ne? Das wäre Overkill. Wenn schon nicht genug, wie heißt, was ich dir geschenkt habe. Soma. Soma, genau. Voll traurig. Da vorne ist eine grüne Kiste, die steht übrig gelassen, ja? Nö, da hast du schon eine genommen. Eine habe ich genommen, da sind zwei gedroppt. Okay. Das ist ja fair. So bin ich. Noch zwei Waves und dann haben wir schon. Dann hoffen wir, dass ein paar gute Waffen dabei sind. IDF! Der gute ADG wird bestimmt den Kopf schütteln über unser Power-Level hier. Das ist untrue. Wobei er hat auch eine grüne Kiste, kannst du holen. Juhu! Wobei das Liegt selbst, vorher glaube noch ich, den auch Blatt, gemacht hat. Einfach schön High-Level-Mission farmen für gute Waffen. So. Ah, ne, hat noch zwei Waves. Da vorne kommt noch mal sowas. Oh, wir sind sogar schon recht nah. Hatte ich dir das Final Fantasy 13 Cover geschickt, was Doom war? Ja, hast du geschickt. Sehr gut. Mit Lightning Returns. Legit. Ein sehr gutes Spiel. Ich habe den 13er habe ich geschossen für die PS3. Ja, sehr gut. Für 4 Euro. Da gibt's die FPS-Probleme nicht, die es auf der Xbox 360 ohne Ende gibt. Richtig. Ich hab's ja auf der 360 und hab gedacht, okay, Das ist wieder eine Kiste, die hol ich mir. ja, die rechts ist für dich. Und hab mir gedacht, nee, auf der 360 will ich das nicht spielen, ich spiel's auf der Playstation. Ja. Weil wenn ich, Oh. also mein Plan sieht wie folgt aus. Wenn ich Final Fantasy 10 durch hab, Ja. entweder 13 danach oder Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Mal schauen. Das erste oder wie? Ja, ich hab 1.5 und 2.5 daheim. So. Ne, bei mir ist eine Kiste, gell? Ja, die hole ich gerade. Fuck, What the hell? Das war ich. Das meine ich mit Friendly Fire. Hier hebe ich nochmal eine Kiste auf, ey. Wow, wo bist du hingeflogen? Holy Ich shit. bin assi weggeballert. Du gehst den falschen Weg. Ich sehe dich doch. Alles gut, ich roll noch nur. Die Rolle ist mehr OP wie in Dark Souls 3. Hier müssen wir aufpassen, weil hier kommen sau viele Gegner. Aber wir haben den Vorteil, von deiner Klasse spawnen jetzt viel. Hast du... Das wollte ich nicht sagen. Keine Ahnung.
Ich glaube, wie wir das Spiel gespielt haben, wie wir es gestreamt haben, war Dark Souls 3 noch gar nicht draußen, oder? Doch, You sure? ich bin mir ziemlich sicher, ja. Da ist eine grüne, die hole ich mir jetzt diesmal. Ach, ich erinnere mich an die Stelle. Ja, ja, wo die an der Coast sind. Genau. Und wir bekommen halt NPC-Assist, deswegen ist die Mission so easy. Du kannst theoretisch auch einfach warten. Oh, du bist wieder tot. Aber diesmal nicht durch mich, sondern wirklich durch dich. Nee. Wo ist er? Die fucking Ameise. Ja, ich weiß, ich wollte wegfliegen. Das hat nicht funktioniert. Wenn wir jetzt sterben, behalten wir die Waffen? Nein. Dann wäre es jetzt so easy zu bescheißen. Also du musst die Mission clearen, damit du die Waffen behältst. Weil sonst könntest du wirklich einfach auf dem ersten Level könntest du auf Inferno gehen. Hoffen, dass eine grüne Kiste droppt und dann war es das schon. I'm sorry. So hier. Habt ihr irgendwo helfen? Ja, mehr als genug. Ich sehe es. Aber ich sehe sie nicht. Ach, das weiß es sind NPCs. Leg mich doch am Arsch. Ja, die weißen Punkte sind NPCs. Hier, guck mal, bei mir liegen haufenweise HP. Ja, das ist zum Beispiel eine. La 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 la. Das ist eine coole Kiste, die nehme ich dann wieder. Ja. La 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 la. Oh, fuck! Schnell rollen. Dank Soul Skills. Auf welchen Button revive ich dich, wenn du stirbst? Kreis. Ach, ich kann sie dir jetzt einfach wegschnappen. Zu spät. So, wenn wir jetzt gute Waffen haben, können wir direkt auf Inferno. Und wenn wir Inferno gemacht haben, können wir eigentlich weiterspielen, denke ich. Du meinst, wenn wir keine guten Waffen haben? Wie? Ist doch gemeint, wenn wir jetzt gute Waffen haben, können wir dann Inferno spielen. Ja, ja, genau. Inferno wäre der nächste Schwierigkeitsgrad. Und dann kriegen wir noch bessere Waffen. Ah, guck mal da. Plasma Grenade ist, glaube ich, alles für mich. AF-19 ist auf jeden Fall für mich ein... Schauen wir mal. Ich glaube, du hast keine neuen Waffen bekommen. Ich guck zuerst. Guck du mal. Laser austauschen. Nee, sieht schlecht aus für dich. Was hat denn der gehabt? Doch da eine Plasma Grenade da und du hast auf jeden Fall eine Ranged Attack bekommen. Probier die mal. Kannst du einfach mal nehmen, gucken, ob die taugt. Gut. Und den Rest habe ich. Ich habe eine AF9, eine bessere. Oh, mit viel mehr Range. Ist übrigens extrem scheiße, dass wir uns ein Bildschirm teilen im Menü. Ich könnte jetzt alles wegdrücken oder sonst was. Nee, ich glaube, du kannst da gar nichts machen. Ah, hier nicht, stimmt. Nee. Ich kann mich drehen oben, geil. Hui. Wo ist denn mein Rocket Launcher, den ich die ganze Zeit hatte? Hier. So. Dann lass Inferno. Hier müssen wir, da müssen wir höllisch aufpassen. Also jetzt 100% Friendly Fire. Jeder Schuss von uns tötet uns wahrscheinlich gegenseitig. Und Fenster, genau, die habe ich gespielt immer. La 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 Plasma Grenade testen. Ja. Aufpassen. What the fuck? Ich drück und er schmeißt die direkt vor sich. Okay. Revive me. Ne, du lebst doch noch. Ach so. What the fuck? Ich hab eben gedacht, das war's, gell? Ich schnapp mir gleich die Kiste, weil die Granate will nicht. Ja. Nächstes bitte ich. Ja, es sieht aber gut aus. Ich glaube, das können wir auch clearen. Du musst bloß höllisch aufpassen. Wie gesagt, ich versuche mal oben zu bleiben. Da ist wieder eine Kiste. Ja, die ist hier. Ich versuche oben zu bleiben. Ja, die schießen aber auch, das weißt du ja, ne? So Ja, klar. Das Dead I know. Nee, aber ich meine, damit ich dir aus der Bahn gehe. Ja. Macht Sinn. Zumindest größtenteils. Health wäre gut. Oh, 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 oh. Ja, hier liegt genug Health. Hier ist irgendwo... Ja, genau.
Hier ist auch wieder Help bei mir. Ja, die Mission ist hart, aber machbar. Ich sehe keine Help bei dir. Doch. Hinter Ja, dir, da oder? unten. Da lag. Hier, da drüben. Da, wo ich hinschieße. Okay. Ach so, ich kann ja Punkte legen. Guck mal da, ich habe so einen Marker gelegt. Ich sehe keinen. Doch da, das leuchtende Ding. Ah! Wie ging das nochmal? Touchpad oder was? Ja, Touchpad drücken. Da ist es. Danke! So für Koop gibt es sehr viel smartes Zeug. Du kannst auch Gegner markieren zum Beispiel. So, ich probiere jetzt gerade nochmal die Plasmagranate in die andere Richtung aus. Ah, du musst die gedrückt halten und dann wirft die. Ja, die macht, denke ich, ziemlich viel Damage. Und vor allem aus der Luft runterwerfen ist sicherlich auch nicht verkehrt. Aber die haben halt auch ziemlich einen hohen Explosionsradius, ne? Ich weiß halt nicht, ob die für meine Klasse so gut ist. Ne, ich glaube auch nicht. Aber auf jeden Fall fliegen die Gegner durch die Luft. Ja, ich glaube da... Na, doch ganz gut eigentlich, oder? Man muss sich extrem dran gewöhnen, wie die... Du lädst sie halt auf und dann... Ja, aber der Oh, wo ist der? Fuck. der Ich bin Wurfmechanismus... gleich tot, glaube ich. Okay. Ah, nee, passt. Ich hab den gar nicht gesehen. Da ist irgendeiner rechts abtrünnig von denen. Oh. Nein. Der ist down. Ah, du holst den, okay. Sind Da ist schon mehrere. wieder eine Kiste? Nee. Ah, da vorne, ich sehe eine. Die nächste ist dann für mich, genau. Ja, die nächste ist die. Hier ist eine rote Kiste. Oh, fast hätte er mich gehabt. So. Bin ich ein bisschen nah dran an den Gegner, aber macht nichts. Wo ist denn der Strangler? Da Ganz- klemmt immer einer an dem Haus. Jedes Mal. Natürlich, die KI ist doch nicht schlau. Kannst du nicht alles von den Japanern verlangen? Oh also, Gott. Bitte. Der hat mich fast gekillt. Ja. Hat einmal gerotzt und dann war's das. La 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 la. Das sind ganz schön viele da vorne. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Oh yeah, ich hoffe. Das macht mich voll. Fast. Nee, nicht mal die Hälfte. Da habe ich einfach mal die Brücke kaputt gemacht. So assi. Upsi. Passiert halt mal. Grüne Kiste, hattest du eine gerade? Ja. Ist da wieder eine getroppt, oder wie? Ja. Fuck. Du hast doch genug HP noch. Ja, HP, aber kein Boost mehr. Problem ist, meine Klasse kann halt null Oh, irgendwie fuck. rumspringen oder sowas. Oh, fuck, mich hat das getroffen. Uiuiui, da hätte ich uns fast friendly gefeiert. Das ist die Kiste für mich. Ja.
Okay, noch die Wave und dann haben wir es wieder. Auf der Weite. Guck mal, da ist ein fettes Health Pack, nimm das mal auf. Ich hab genug HP, ich hab mehr als du. Ach stimmt, meine Klasse hat ja sowieso nicht so viel, ne? Ja. Dafür kannst du halt rumfliegen. Ja, dafür bin ich schnell, ja. Somebody. What is happening? Wieder da, servus Nimo. WB. WB. Ich hoffe, die Kids schlafen gut. Wenn nicht, schreien wir ein bisschen, dann werden sie wieder wach. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Ich will keinen Krach. Ich schalte mich mal ein bisschen im Hintergrund gerade. I'm okay. I can run. Die schlafen super. Alles klar, das freut uns. Danke. Achso, danke der Nachfrage, nicht danke, dass wir schreien. Ah. Ich denke immer gleich das Schlechte vom Menschen. Ah, Ist halt ein schlechter Mensch. ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Guck mal, die eine, wie sie abgeht. An der Lampe. Die da hört vorne. nicht mehr auf, ja. Die dreht Beste. durch. Abgeschossen. Die hat mir zu viel Spaß. Spaß ist nicht erlaubt. Keine Kisten. Nix, nada. Ist ja wohl nicht. Understood. Geh nochmal aber das abchecken da hinten, wo die vielen Kisten liegen. Da in die Richtung. Nee. Es lebt kein Gegner mehr, ne? Ja, aber Kisten noch checken. Ihr könnt schreien, Kopfhörer sind auf, alles klar. Ja, siehst du. Ich hoffe, man versteht uns gut. Direkt vorgesorgt. Ich habe vorhin gesehen, du hast mir auf Oh! Für dich auf jeden Fall was dabei. Instagram was geschrieben. Bezüglich, wenn der Stream hängen bleibt, glaube ich. Ich habe es nur ganz kurz gesehen. Aber ich würde sagen, für mich dann noch einmal durch, weil du hast 2 neue Waffen bekommen, ich gar nichts. Okay. Choose loadout. Winged Perfekt. Der Sound ist perfekt. Du hast eine 50er Waffe bekommen und eine 42er, da Laser Lance. The Masterpiece. Short Range Laser, okay. Was war die andere? Level 42, da Special Weapon. Psy-Cluster. Ich glaube, die nehme ich mal. Guck bei dir vielleicht nochmal durch, vielleicht ist noch Ich habe was- nur eine 17er Waffe bekommen. Ach die so, neu ist. okay, dann Ich machen wir hab es das schon nochmal. gesehen. Select a difficulty. Deploying. Ja genau, schau auf Laptop. Ja, also ich habe das auch als, dass der Stream wirklich so hängen bleibt, dass das Bild stehen bleibt, aber bei mir liegt es an der Internetleitung. Vielleicht ist es bei dir auch der Fall. Ich halte mal Abstand zu dir, nicht Jo. dass ich direkt sterbe, wenn du das benutzt. Ach so, Ist auch werfen. ja. Aber was macht das? Ach du Scheiße. Killt leider nicht genug. Oder du musst es genau reinwerfen in die Gegner, damit es mehr tötet. Guck mal die Charge Time dafür. Die ist geisteskrank hoch. Aber der greift halt so lange auch an. Ja, greift es uns auch an? Ich flieg mal rein. Nee, ich glaube nicht. Doch, oder? Irgendwas hat mich getroffen. Ich bezweifle aber, dass es meine Waffe war. Könnte auch ein Gegner gewesen Die sein. sah jetzt nicht so amazing aus, die Waffe. 100 Mbit Leitung. Nee, dann dürfte die Leitung wahrscheinlich nicht sein. Dann liegt es höchstwahrscheinlich an der App. Oder an uns, ich weiß es nicht. Denkst du, Standbild, Ton läuft noch, aber das Bild bleibt stehen? Gibt es da eine Funktion dafür? Für Twitch kann auch Problem sein. Ist wieder große Turnierzeit heute, ne? Ne, das war irgendwie beim letzten Stream oder so. Beim letzten War da nicht Stream. auch irgendwas? Oh, kann gut sein, ja.
Als kleiner Streamer halt bist du halt gearscht. Ist halt einfach so. Andere Channels auf der App laufen, ist nur euer Channel. Ja, weiß es nicht. Sind das andere Channel größere Channel oder auch so die Größenordnung? Man kann auch sein, dass es an meiner Leitung liegt, aber wenn die anderen Zuschauer nichts sagen, dann ist es doch, kann auch ein Routing-Problem sein. Naja, der YouTube-Export scheint immer perfekt zu sein. Dark Souls 3 Stream war's. Ach, ich glaube, das war wahrscheinlich an dem Tag, wo sich viele beschwert hatten. Da hatten einige gesagt, dass es Probleme gibt bei uns im Stream. Der YouTube-Export war perfekt, da war gar nichts dran, den habe ich mir extra angeschaut. Achtung, ich schmeiß da mal so ein Cluster rein, gell? Ja, schmeiß mal richtig rein. Ah, du musst den Aim, deswegen. So macht das vielleicht mehr Sinn. Hä? Die haben es kaputt Die haben gemacht. es kaputt gemacht. Musst du vielleicht ein Stück höher werfen? Gerade so ein Stück über den Boden dann oder so. Das kann sein. Rocket Beans zum Beispiel. Ja gut, Rocket Beans hat Ich bin eine... aber ein größerer Channel auch. Die haben ein bisschen bessere Quali wie wir. Leider. Ja, bei denen kannst du aber auch Quali-Settings einstellen, dass die auch nicht nur auf Quelle, sondern auch Low, Medium, Mobile. Also nicht leider für Rocket Beans. Das sind ja ehemalige Kika-Mitarbeiter, gell, glaube ich. Ja, ja. Unter anderem. Ich kenne auch einen, der da die Speedruns macht, der Simi. Der hatte die Speedrun-Kategorie samstags, macht er das, glaube ich, immer. Okay. Ich hatte als Fighting Games gespielt. Cool. Tut er immer noch ab und zu auf Steam. Weiß gar nicht. Ja, ich find die Leute von Rocket Beans sind so ein paar der ganz wenigen wirklich sympathischen Streamer oder Let's Player oder sonst was. Ich meine, gut, die gehen schon mehr in den redaktionellen Bereich, aber im Vergleich zu dem, was GamePro heutzutage ist oder sowas, sind die echt Gold wert. Okay. Von so deutscher Pressejournalismus, Streamer habe ich gar keine Ahnung. Sei froh. Ja. Ganz ehrlich, sei froh. Also, es ist mittlerweile so abartig schlecht geworden. Meine erste Kiste. Wow. Kontrollieren wir, dass wir keine vergessen oder so. Ich kontrolliere da hinten meinen Freund. Siehst ja von oben her. Siehst du, immer an dem Haus, genau an dem Haus. Und dann spuckt er mich an und ich gehe dran kaputt. Jedes Mal. Ja, siehst du da dran kaputt gegangen. Jetzt nicht mehr. Dann kannst du jedes Mal. Da ist nur da ist nur Health gedroppt. Jedes Mal bis jetzt hat er mich getroffen. Ja, auf MTV waren die dann auch nach Giga, stimmt. Das war Game One oder sowas, ne? Das fand ich aber sehr oberflächlich irgendwie. Lag bestimmt dann in. Oh nein! Westwischmann hat mich selbst gekillt. La 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 la, Granate testen. Nigeria succeeded in saving player 2. Ja. Du hast die Short Range Waffe by the way gar nicht equipped. Nö. Ich habe meinen Thunderbow. Der ist ja schon Short Range und 2 Short Range Waffen. Ja, aber die ist 50, Mann. Das ist ein extremer Unterschied. Die mäht wahrscheinlich einfach nicht. Ja, ich glaube, ich nehme die eher wie diesen Sphere hier. Der gefällt mir nicht so. Ja, der ist irgendwie ineffektiv. Die Gegner stehen viel zu lang. Ich denke, er macht schon was, aber das dauert einfach zu lang. Der wäre wahrscheinlich für die Höhlen nicht schlecht gewesen. Machst du von FF10 ein Let's Play oder spielst du es privat? Ich spiele es privat. Und generell so Spiele würde ich nur Let's Playen. Rest. Wo bist du? Moment. So Spiele würde ich nur Let's Playen, wenn ich die passende Leitung dafür zu Hause hätte. Sprich, ich würde sie wahrscheinlich nur streamen. Weil das sind halt Spiele, die ich dann 2-3 Stunden am Stück spiele und nicht irgendwie darauf achten will, dass ich jetzt nur eine halbe Stunde mache und dann kurze Pause oder dass da der Part vorbei ist oder so. Ich bin wieder tot. Ja, ich brauche nur selbst HP. Health, sonst habe ich ein Problem. Ja, Oh guck Gott. erstmal, dass du überlebst und nicht mich stresst.
Ja, also größere Spiele würde ich gerne in Angriff nehmen, aber ich mache es wahrscheinlich erst, wenn bei mir die Internetleitung passt. Und dann würde ich das streamen und das Ganze auch auf YouTube stellen. Wobei ich mir das Ganze dann auch anders vorstelle, wie wenn wir jetzt hier zu zweit streamen, weil das hat dann wahrscheinlich mehr so einen Let's Play-Faktor, denke ich. So stelle ich mir es zumindest mal vor, ich weiß es nicht. Erstmal brauchst du eine bessere Leitung. Ah. Ja, das stimmt. DSL 2000 nicht so gut. Ach was. Reicht, wenn es nach Telekom geht. Mehr braucht man doch nicht. Wofür braucht man denn mehr? Gell? Ich verstehe es auch nicht. Einfach nur E-Mails lesen. Bisschen Webseiten browsen, Mann. Wofür braucht man mehr? Man braucht doch nicht mehr. Nimm dir auch mal eine Kiste oder so. Damit du gamblen kannst. Vielleicht bekommst du ja auch noch eine High-Level-Waffe. Hier ist noch eine zweite. Mhm. Ja. So, jetzt aufpassen und nicht sterben. Danach können wir wieder normale Missionen spielen. Vielleicht bekomme ich ja auch mal wieder eine Waffe. Vernünftige. Es wäre mal was zur Abwechslung. Das wäre was Feines. So ein Spiel muss man auch genießen. Ja, ja genau. Also wo ich sau viel Bock drauf gehabt hätte zum Beispiel ist Fallout 4. Aber da macht's halt keinen Sinn, nur ein Video zu machen mit 20, 30 Minuten oder 15 Minuten sogar. Und alles was länger ist, brauche ich über einen Tag, um es überhaupt hochzuladen. Das ist echt der Scheiß bei mir. Also meistens, wenn man Videos sieht, die qualitativ in Ordnung sind und so 40 Minuten gehen bei mir, oder länger wie 40 Minuten, außer jetzt die Streams, habe ich das meistens bei irgendwelchen Freunden oder so hochgeladen, weil es bei mir ewig dauern wird. Richtig ätzend. Leben ist hart auf dem Land. Leben ist hart. Außer du lebst in, keine Ahnung, Altleiningen. Altleiningen, ja, wo die Leute so geiles Internet haben. Ja, aber ich finde, ehrlich gesagt finde ich das cool bei denen, ja. Altleiningen, das kleine Dorf, und da kommt dann eine Firma und sagt, ey, ich bin tot. Hey, wir sind tot. Was machst du denn dauernd? Ich habe das Gefühl, da hat was nicht gepasst. Aber ist in Ordnung. Hab von der Telekom bei mir nur eine 4000er Leitung möglich, dann bin ich zu Kabel Deutschland. Ja, Kabel Deutschland wäre schon geil. Flieg da schnell hin und hol grüne Kisten, weil ich Wo? komme da nicht rechtzeitig hin. Ja, da, wo die vielen Punkte sind, falls da eine grüne ist. Achso, vorhin habe ich da keine gesehen. Aber ich bin da auch, ich bin auch schon da. Nix. Keine grünen Kisten. Nö. Schwach. Ja, Kabel wäre geil, wenn Kabel bei uns in der Straße geben wird. Tut's aber nicht. Leider. Oh, wieder nix, ich bekomme keine Waffen, das sagt doch. Egal, dann lass weitermachen. Du hast ja immerhin was. Ich würde ja gern was abgeben, aber Geht nicht. Choose loadout. Wing divers can equip 2 weapons. Ja. Select a mission. Jetzt aufpassen, wenn wir da hingehen. Okay, dann, nein. oh Gott! Jetzt aufpassen. Ups. Ups. Können wir mal wieder raus, oder? Ja. Inferno! Da würden wir einen Schuss kassieren und würden sterben. Retreat! Select a mission. Du machst nichts. Alles klar. Deploying. Super. Jetzt haben wir's. Guck mal, ich habe bei mir im Chat das Ding hier oben. Gruppenchats. Ja. Illuminati Boys. Ich weiß nicht, was das ist. Wie kriege ich denn das raus? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht irgendwas von Twitch. Check User, bla bla bla, Commands. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße soll. Kann ich dir nicht sagen.
So. Probieren wir die Power Lance. Hast du den One-Shotted? Ja. Wo? Außer du hast ihn vorher schon gedammt. Nein, habe ich nicht. Naja, vielleicht bekomme ich irgendwann anders mal eine Waffe. Spätestens in Mission 55. Da können wir das machen. Braucht aber ganz schön lang zum Nachladen, oder die Waffe? Nee, meine Leiste rechts ist leer. Das ist die, mit der ich fliegen kann. Das ist quasi meine Endurance. Okay. Die Roboter platzen ja einfach nur. Das ist ja crazy. Easy. Ja, die normale Ladezeit ist aber auch nicht. Oder wie wir neuerdings sagen, Etz, Mann. Etz. 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 Das ist der Fachjargon. Ja, easy. Etz. Ich weiß, aber. Das ist ein dummes Meme von uns. Etz. Etz hier. Oh, mit Schild sind wir jetzt da. Mit Schild ist mir scheißegal. Ja, ist es dir wirklich. Nice Song, Mann. Oh! Ich hab Leute da, die mitsingen. Die Nageria Boys. Lol. Beste Song, Mann. Boah, ich hab nichts anderes gemacht wie singen und 3 Raumschiffe abschießen und den Rest hast du gemacht. Ich glaube, deine Waffe ist ein bisschen stark, war? Die ist ein bisschen OP. So wollten wir das. Ist doch in Ordnung. Ist halt. Ich sag mal, für die Roboter ist er echt in Ordnung. Ja. Aber das Problem fängt da an, wenn dann ein Haufen Ameisen oder sonst was kommen, weil ich habe nur 10 Schuss damit. Das Ding ist nur auf Nahkampf und es braucht dann. Dafür hast du ja deine Shotgun. Dafür habe ich die Schrotflinte, ja. Ich mag einfach den Stil von diesem Spiel. Den Stil? Ja, den Grafikstil. Ach so. Fällt mir einfach. Ach stimmt, ich habe ja eine neue Waffe sogar. Ganz vergessen. Ich habe ja immerhin eine neue Rifle bekommen. Im Gegensatz zu den Runs davor. Wie süß. Ja. Hast du die auch equipped? Ja, das ist doch die ich gerade habe. Die mäht sich hier auch durch. Die F, die Boys. Und die hat sogar ziemlich gute Reichweite. Ich gehe rechts, du links. Ja. Pfeifen killt das Mikro. Und die Zuschauer. Und die Zuschauer. Vor allem den Nimo mit den Kopfhörern. Rip Earphone. Der verflucht mich jetzt. Er denkt sich, warum pfeift der da so rum? Ist der noch ganz sauber in der Birne? Nimos Ohren bluten, denn ich hab zu viel gebissen. Ich brauche Endurance und ich müsste eigentlich nachladen. Endurance? Achso, okay. Ja, nicht HP, Endurance. Der Balken Ach so, hier nicht. okay. Der macht bei mir halt alles. Der lässt mich fliegen, der lässt mich nachladen. Das ist halt das Einzige, was ein bisschen scheiße ist an der Klasse.
Aber ansonsten wäre die halt einfach wirklich zu arg. Gebe ich ehrlich zu. Die DLC-Klasse darf permanent fliegen und schießen. Echt? Nein. Aber deswegen wäre es doch passt für DLC. Boah, wie krank das aussieht bei mir. Naja. So. We have spotted shield bearers. This is suicidal, but we have to move inside the shield. Sind wir das nicht gewohnt von dir? So ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, steht der im Schild oder nicht? Oh, da stand im Schild. Alles klar. Ja, manchmal erkenne ich es nicht, bis ich wirklich drauf schieße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind so Momente, wo ich mir denke, eine Granate wäre vielleicht doch nicht verkehrt. Einfach reinpratzen. Naja, funktioniert. Also. Ich guck gerade, wo noch ein Schild ist. Das hole ich nämlich dann gleich direkt. Dass wir nur noch abratzen müssen. Es ist komisch, dass die Menschen mehr so viel abziehen. Ich bin das gerade noch voll gewohnt von Hardest. Oder Ja, da musste man sich anstrengen, gell? Jetzt nimmer. es ist halt ein wirklich entspannter, aber cooler Koop-Shooter, der, wenn du es willst, auch sehr fordernd sein kann. Richtig. Und wir nehmen halt die entspannte Route, weil wir sind entspannt. Casual. Wir mussten heute beide arbeiten. So sieht's aus. Harte Arbeit. Harte Arbeit. Wir wollen uns nicht anstrengen. Ich hab mich heute schon angestrengt. Und auf Fußball hat man keine Lust. Was? Du willst sagen, das hier ist kein Recording und wir sitzen gerade nicht in der Kneipe und schauen Fußball. Ich glaube, das ist eh schon vorbei jetzt. Ist es auch, oder? Er ist gerade zu Ende gegangen. Ich muss mal schauen, wie es ausgegangen ist. Also ich habe das erste Tor von Deutschland sogar gesehen, weil ich war kurz bei den Nachbarn zu Hause. Die machen oben auf der Terrasse immer Public Viewing, da habe ich meine Eltern besucht dort. Okay. Hab eine Wurst gegessen und dann Geil. bin ich direkt zu dir gefahren. Also ich bin heim, hab die Playstation eingepackt, Wurst gegessen und dann ging's ab. Ich habe aber auch gesehen, dass ein Tor gefallen ist. Wobei das mehr so reingefallen war. Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nur, dass 1-0 stand vorhin. Deutschland geführt hat. Deutschland! 1:0, okay, dann habe ich sogar das einzige Tor gesehen, was geschossen wurde. Wow, nice. Wir haben gewonnen, Steffen. Renton. We did it! We did it. We did Wir it. haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Mann. Jawohl. Endlich wieder ein Wir-Gefühl. Presse morgen kann nicht auf uns haten. Hallöchen ihr zwei, liebe Grüße und liebe Grüße an den Chat. Hallo, die echte Biene und Servus. Hallo. The Real Bee. Guck mal, die treffe ich jetzt. Die Biene. Oh, shit. Ja, aber nicht die aus dem Chat, oder? Hier. Ne, die da rumfliegt. So. Die ich gerade erledigt habe. So sieht's aus. Aber hat nicht so funktioniert. Wo stehst du denn? Schieß dich ab. Ah. So knapp. Oh no! Neue Waffe. Races Strength. Ja, das ist doch die HP. Die roten Kisten. HP könnte ich echt ein bisschen mehr haben. Man muss die rote Kisten sammeln. Das versuche ich auch die ganze. Ich habe gedacht, das macht nur Armor. Achso, Armor baut sich ja dann auch mit der Zeit auf, okay. Ist hier die HP. Aerial Recovery. When wing divers are knocked down. Ah, Dann kannst du was drücken. das hätte ich jetzt lesen müssen. Das wär wirklich informativ. Da wo du fliegst halt. Ja, kann ich aber nicht. Ja, doch, wenn du hinfällst und in dem Moment, wo du auf den Boden aufkommst, drückst du den Knopf, dann, Ach dann so, stehst du direkt darum wieder geht's. auf. Ey, das Ja. ist geil mit den riesen Spinnennetzen hier. Darfst du aber nicht mashen. Du musst wirklich einmal den Button getimed drücken und dann funktioniert's. Wenn du es mashst, funktioniert's nicht. Also kriege ich es wahrscheinlich nie im Leben hin. Warum? Genauso wie den richtigen Start in Mario Kart. Ja, wo ist aber das? Da musst du ja nicht mal mashen, da musst du einfach nur einen Time. Zeitpunkt abwarten. Ey, Timing ist nicht so mein Freund. Einfach. Guck mal da, Spinnen. Sag mal so, ich krieg den grünen Start in Mario Kart kriege ich schon hin. Ja, Aber wenn ich's mache, weiß ich nicht, was ich anders gemacht habe wie die Male davor. ach so. Das ist das Problem. Ich glaube, es war immer, also in 64 war es immer. Direkt beim grünen Ding, so eine Millisekunde nachdem es grün wurde, war. Nee,
wenn er umschaltet von orange zu grün, dann musst du Gas geben, dann kriegst du einen perfekten Start. Okay. Also, falls du dich gerade denkst, warum ich so gelacht habe, Ja, diese Monsterspinne, die ich gekillt habe, die ist zerfetzt. die war nur oder noch wie? roter Saft. Okay. Also, Nice. Oh, guck mal, bei mir jetzt ist es auch. Uiuiuiui. In alle Richtungen. Gesplattert. Kennst du eigentlich, wenn wir schon von Splatter reden, Dead by Daylight? Gibt es das für Konsole? Oder hast du es noch nie gehört? ja. Das ist das, wo man 4 gegen 1 spielt. Und 4 sind so typische Chars, die in einem Horror-Movie von einem Killer überleben müssen. Und der eine ist halt ein Killer. Und der muss dann halt quasi die 4, die entkommen wollen von seinem Killergebiet, töten in irgendeiner Form. Habe ich die Tage also auf Twitch geschaut. Was für eine Art von Spiel ist das? Third-Person Action, nein, nicht Action Game. Action Game vielleicht für einen Killer. Und die 4 Personen, die gegen den Killer spielen, die müssen halt überleben. Das klingt ein bisschen wie das Freitag der 13. Spiel, wo sie gerade am Machen sind. Wo Ja. Tom Savini dran arbeitet. Mit. Okay. Das ist der für From Dusk Till Dawn und sowas die Spezialeffekte gemacht hat. Und du kennst doch, nicht From Dusk Till Dawn auch. Und Zombies im Kaufhaus, also Dawn of the Dead, hat er damals die Effekte gemacht. Ja. Bin ich ein ziemlich großer Fan von dem. Du kennst doch From Dusk Till Dawn, oder? Da Ja. gibt es doch diesen Typ, der Sex Machine heißt, der diese Knarre hier unten im Schritt hat. An den erinnere ich mich, glaube ich, nicht mehr. Wenn du ihn siehst, kennst du ihn. Das ist Okay. wie der Danny Trejo, der überall ist. Ah ja. Und der Ja, macht ja. halt die Effekte dafür. Das hatte ich damals nie gewusst, Okay. dass das so ein Effekte-Guru ist. Und der arbeitet eben mit an diesem Freitag der 13. Spiel, was jetzt rauskommen soll, Ja. wo über Kickstarter finanziert wird. Und das hat auch so ein Prinzip. Das ist, ich weiß nicht, ob es online ist oder was, aber du spielst halt eben Teenies und einer spielt den Jason Ja. und muss dann eben da die Leute killen. Also im Prinzip finde ich eigentlich ganz cool. Ist halt nur wieder die Sache, du brauchst dann auch 4 Leute, auf die du dich verlassen kannst, oder? Ja, Oder aber mit du denen hast deine random Leute, du kannst deinen Char skillen, du kriegst Punkte fürs besser spielen, also da gibt es schon scheinbar genug Gründe, dass du vernünftig zockst, also Okay, cool. ja. Weil ich sag's mal so, ich stehe nicht so auf Team-Based Shooter, wo ich wirklich weiß, das Team ist das absolut Wichtigste, weil dann brauchst du auch wirklich Leute, die mit dir spielen. Ja, Overwatch. Ja, und bei mir ist es so, dass ich halt die Leute nicht habe, weil ich habe keine Freunde. Oh, Zumindest wollen die nicht dann auf der nicht, Konsole. die wollen dann nicht das spielen, was ich spiele. ja, Ja, Leben ist hart. Leben ist hart. Ihr seid ja schon voll am Kämpfen. Ja, Biene, das fängt so an und hört auch nicht mehr auf. Also da gibt es keine Ruhephase in dem Spiel. Es geht einfach nur ab. Ich bin down. Nice. Spiele down. Hast du was zu trinken da, wo ich mir schnauen kann? Ach so, ganz weniger hole ich gleich noch was. Aber wenn dir das fürs Erste reicht. Das reicht fürs Erste. Wasser ist love, Wasser ist live. Willst du auch? Sonst Nee. dreh ich zu. Dann dreh zu. Ist nicht ganz zugedreht. Alles klar, Mann. Alles gut. Nichts passiert. Nein. Ah! Select a mission. Fortress Frenzy. Deploying. Not everyone can drive. Echt schade, Mann. Du kannst nicht fahren. Ja, dafür kann ich fliegen. Und ich kann mich hinten reinsetzen, so wie es aussah. Ja, guck mal, was für ein lustiger Gegner. Ich glaube, wir können ihn nicht töten. Wobei doch, du kannst ihn mal probieren mit deiner zweiten Waffe. Flieg mal da unten rein, wo gerade aufgeht. Ja. Ob wir es überhaupt killen können, weil ich glaube nicht. Und jetzt müssen wir einfach nur unten das töten, was spawnt. Und das ist dann die Mission. Und pass auf, da wo das Ding Gerade eben habe ich drin einen Dash ist, hingekriegt eine übrigens. Ah, hast schon hinbekommen, Ja, ist gar nicht so ein Fenster kleines ist, Zeitfenster. ja, ist genau, das echt- Fenster ist gut. Du darfst halt bloß nicht mashen, weil dann geht's nicht. Nee, ich hab's einfach nur, ich hab mich dran erinnert, Ja, hab dann einmal gedrückt und das war voll okay. okay. Weil meine normale Klasse, die ich ja sonst spiele im Singleplayer, die hat es auch.
ziemlich nützlich. Das hat eben hat's nicht geklappt. Geht gleich wieder auf. Problem ist halt, wenn meine Stamina, wenn die down ist, habe ich das Problem, dass ich auch nicht schießen kann in der Zeit. Okay. Das ist halt das Ätzende. Ja, das sind Rieseninsekten, das sind Ameisen und Bienen und Mechs, also Roboter und Aliens. Ja. Ja, Spinnen hast du auch erwähnt. Spinnen, ja, habe ich erwähnt. Ja, die hat man ja im letzten Level gesehen. Ach was. Da unten ist wieder offen, by the way. Oh, jetzt kommen meine Lieblingsgegner mit Lieblingsmann, ich hasse Gegner. Ich hasse Gegner. Wir können ja EDF Groß, City Explorer spielen. größten Arschlöcher. Die Fluggegner. So nervig. Das ist IDF, einfach nur durch die Stadt rollen. Durch Akihabara. Bitte nicht. Bisschen was Ah, kaufen. ich habe gesehen, ich habe Akiba Speed geschaut und das ist jetzt Round-Based Combat, glaube ich. Echt? Ja, ja, also das Kampfsystem ist anders. Oh, das. Also ich habe sowas zumindest gesehen, was an Runden basiert erinnert und das interessiert mich dann doch mehr als Das klingt geil, ja. das vom letzten. Aber hat auch wieder den Vita-Game-Flair, leider. Haben dich eigentlich die Vita-Announcements auf der E3 gefreut? Es gab keine. Vita ist nur noch in Japan relevant, sonst nirgends. Ich war echt am Überlegen, mir eine zu holen, weil es gibt ein paar Titel, wo ich es echt geil fände, das auf der Ja, Vita da zu spielen. kannst du gleich PC holen. Da drauf halt noch gleich noch ein paar Trophys holen und so, ja, es macht mich schon an, das Ding. Okay. Aber ich sehe es nicht 200 bis 220 Euro dafür zu zahlen. Was wird das immer teurer oder wie? Ich habe keine Ahnung, aber Meine mal, vor 4 Jahren hat 150 oder 120. muss mal woanders gucken, auf Amazon kosten die Dinger neu 200 Euro. Ach, Scheiße. Da habe ich ja schon das Sammlerding. Bald. Ich habe aber nur 3 Games. Ich habe Danganronpa 2, ich habe Danganronpa Trigger Havoc Girls und ich habe... Sind das die Rhythm Games? Nein, Danganronpa ist so Visual Novel mit Gameplay, Phoenix Wright, Murder Mystery Style. Sau gutes Game. Ja, was ich zum Beispiel gerne spielen würde, ist, das gibt es auch auf dem DS, auf dem normalen DS, wie heißt das? 999? Nee, nein, gibt's nicht. Virtuous Last Reward gibt's auf Vita, aber das kannst du auch auf Steam spielen, weil wie ich eben gesagt habe, alles kommt auf Steam. Unter anderem 999 und wahrscheinlich dann auch Virtuous Last Reward. Und Ja, das- 999 wäre nicht schlecht, ja, weil Virtuous Last Reward habe ich mir im Sale für 10 Euro auf dem 3DS geholt. ja, auf jeden Fall 999 ist schon für Steam announced. Sehr gut. Kommt. Ich hoffe, dass es auf dem Mac läuft, weil dann würde ich es definitiv spielen. Es gibt so eine Version auf dem iPad. Ja. Das ist aber nur Story, ohne Rätsel. Ah, okay. Das macht mich nicht so an, weil die Story ist schon geil in dem Spiel. Ja, ich höre immer gute Dinge. Ich hab's auch mal irgendwann angespielt und dann habe ich Interesse verloren. Weil ich wahrscheinlich nicht regelmäßig gezockt habe. Das war ein bisschen blöd, aber so ist es halt. Ja, aber alle Vita-Sachen, die wichtig sind, kommen auf Steam. Außer halt, ja, selbst die meisten japanischen Games kommen mittlerweile auf. Steam, die PS Vita des Westens. Ja, ist echt so. Kommt so ein Dungeon Crawler Game, Ray Geigen und auch Stranger of the Sword. Oder Stranger of Sword City, so hieß es, glaube ich. Das Beides, sagt mir sogar was. Ja. beides vom selben Entwickler, ja, weil es auch für Xbox One gibt, das Spiel. Und die kommen alle auf Steam. Was will ich mehr? Was gibt's nicht auf PS4? Das, was wir hier spielen, Earth Defense Force, EDF ist doch PS4. Oh. Das Spiel will... Okay. Welches Spiel? ja, welches Spiel meinst du? Wie meint er das hier, was Meinst nicht du Next etwa? Gen aussieht? Defense. Doch, das hier ist PS4. Hier siehst du.
Ich weiß nur nicht, ob das hier eine Remaster-Version ist für PS4. Ja, ich glaube entweder von 2025 oder es hieß tatsächlich Earth Defense Force 4. Bin mir gerade nicht so sicher. Ist auch nicht so teuer. Also. Nee, ich habe 35 € gezahlt oder so. Ja. Du musst wissen, die Earth Defense Force Spiele, die gab es schon zu PS3 und Xbox 360 Zeiten. Und selbst auf den Konsolen sahen die Spiele nicht so super aus. Auch für die Zeit. Das hier läuft normalerweise ziemlich flüssig auf 60 FPS. Hat aber im Multiplayer halt starke Probleme damit, das ist klar. Genau. Im Singleplayer ist besser. Und das hier ist tatsächlich ein Remaster, wo ich glaube, da ist noch der DLC drin, den es mal gab oder irgendwas. Keine Ahnung. Einfach für die Power der PS4 ausgelegt. Er ist halt einfach ein für die Power. Also das Spiel könnte man theoretisch auch zu dritt spielen, aber dafür braucht man dann die PS Neo. Was? Er ist doch schon voll ausgepowert, hast Ach du gemeint. so. Oder 2 PS4s. Oder 2 Du PS4s kannst es zu 4 spielen. im SLI-Modus. Kranker Scheiß. Pandora Anti-Air Custom. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich für dich. Aber unwichtig. Ja, alles unwichtig. Weiter geht's. Weiter, weiter. Pizza. Deploying. Boop. Da geht mein Handy ab. It's an ambush. There are enemies behind us too. We'll be attacked on both sides. Danke für die Follows, Nils und die echte Biene. Ach, das wird dir angezeigt, dass du... Ja, ich krieg eine E-Mail dann halt. Vielen Dank. Ich sehe. Ach, die scheiß Schildgegner, ne? Oh, cool. Du rennst einfach hin und tötest. Ich verstehe. Du kannst auf den Waffenarm schießen bei denen. Ich hab's gerade probiert. Achso. Der Nageria-Channel hat übrigens die 1000 Abos geknackt. Oh, sick. Machst du jetzt ein Jubiläumsvideo? Ja. Ich hab zwar keine Ahnung. Was? Das macht doch jeder Channel, der was auf sich heißt. Das macht jeder Channel, der auch ein Dubstep-Intro hat. So sieht's aus. Du hast so eins. Mach dir das nicht vor. Mein Dubstep-Intro. Ja, ja. Das ich übrigens selbst gesprochen habe und dann danach bearbeitet habe. Wow. Geil, gell? Amazing. Das ist genauso wie für einen Adventskalender, das Lied, das habe ich auch selbst gesungen. Okay. Ich bin voll der Künstler. Ich glaube auch. Ich bin der Pixelmaster 2000 der Videos. Der Videos. Der Videos. Nicht Ich der bin der Musik. Videomaster 2000. Guck mal die scheiß Kiste, die da abbaut. Die hört nicht auf, die dreht voll durch. 39,90 im Download, okay, das... Ja, aus England stellen ist billiger. Immer. Also es war mal hier im Sale, ich glaube Ostersale oder was, und da hätte es 15 gekostet. Und 15 ist in Ordnung, das Spiel hat halt wirklich sau viel Inhalt. Es ist halt allein wahrscheinlich ein bisschen ätzend. Das ist wirklich ein saugutes Koop-Spiel, wo einfach Spaß macht, hier sich ein bisschen zu unterhalten und zu zweit hier alles zu killen, was einem vor die Flinte kommt. Aber ich glaube, ganz allein wird es relativ schnell langweilig. Oh, es geht. Ich hab's ja komplett durchgespielt allein. Du hast es durchgezogen? Ja, ja. Ich hab's durchgezogen. Jetzt spiele ich nochmal halt im Koop. Alter, einfachste Mission ever. Ja, das ging flott. Guck mal, die Wassereffekte, ey. Wow, die sind Der Hammer. sick. Sogar Steine drin. Das ist wie Ich draußen. glaube, das ist aber... ein Skin. Ein Skin. So sieht's aus. Normalerweise sind PS4-Spiele aber sehr teuer. Ja, es gibt einige Ausnahmen oder ein paar Ausnahmen, wo die Spiele, wo es gerade Remasters sind oder so, dann für 40 oder so rauskommen. Ich glaube, der Neupreis war damals auch 40 für IDF. Okay. Trackmania zum Beispiel kostet, glaube ich, auch nur 20 oder 30 Euro, bis Viel zu es viel, rausgekommen oder? ist. Ich finde es super. Ohne Witz, irgendwann streamen wir es mal eine Stunde, nur damit es mal spielt. Nur damit ich dir zeigen kann, dass es gut ist. Und sogar mein Trackmania Boy, der Jeff, sagt, das neue Trackmania ist nichts. Der ja über ein Jahr lang drauf gehypt war. Also mir gefällt's. Ich find's super, das neue Trackmania. Okay. Mir macht's richtig Spaß. Hab's zwar nur 3-mal gespielt, aber es war gut.
Ich hab's gekauft und dann kam irgendwas dazwischen. Ich glaube, für ihn Dark war's- Souls oder so. Für ihn war es halt so Langzeitinvestment, so wie halt die alten Trackmanias, wo du immer einloggst und spielst, aber das wäre zu nervig einfach alles. Okay. Da hätten sie echt keine gute Arbeit geleistet. Ich finde Final Fantasy X und Final Fantasy X-2 für 50 € teuer. Also, Stimme ich zu. ja, pass mal auf. Also sagen wir es mal so, für die Zeit, die man in die Spiele stecken kann, sind 50 € nix. Ja, wenn ich überlege, dass man für 70 € ein Quantum Break kauft, was in 8 Stunden fertig ist oder so, ist das schon einiges. Aber man muss bedenken, dass das Remaster eigentlich nur ein Port ist und ein bisschen was hochskaliert von der PS3-Version. Und das ist halt das, was so bitter dran ist. Und ich habe mir Final Fantasy X und X-2 aus Frankreich geholt in dieser limitierten Steelbook Edition, die einen Arsch voll Geld hier kostet mittlerweile, und auf Amazon Frankreich haben sie es für 30 € verkloppt bei einer Aktion. Dann habe ich es dort bestellt. Du brauchst zum Bestellen im Ausland bei Amazon einfach nur eine Kreditkarte, das war's. Und das Ding war in einer Woche da. Also, und für die 30 € und dann noch die Edition, da kann man nichts sagen, finde ich. Einfach alles. Außerdem, wenn ich überlege, dass ich mir Type Zero HD für 20 € geholt habe, nur weil ich die scheiß 15er Demo spielen wollte. Schlauer als ich. Ich habe Type Zero HD, ich glaube, noch nicht mal installiert auf der Xbox. Ich habe 50 € für bezahlt. Ich habe Type Zero immerhin gespielt, ich habe sogar gestreamt. Und jeder, der das Game gesehen hat, plus mir selbst eingenommen, meint, das war einer der lausigsten Ports ever. Und du merkst halt wirklich, dass es ein Videogame ist. War das nicht sogar PSP? Kann sogar PSP sein. Es war einfach absurd schlecht, also richtig müheloser Port und das Gameplay auch einfach nicht gut und boah, es war unterirdisch. Also ich fand es echt nicht gut, was sie da gemacht haben. Das haben sie nicht ohne Grund mit der Final Fantasy 15 Demo verkauft. Ohne hätte sie es nicht verkauft, das wäre Schaufelware gewesen. Also. Weißt du, was ich eine Sauerei finde? Dass man sich heutzutage auf eine Pressekonferenz hinstellt, vorne, Ja. und fett ankündigt, hey, wir bringen eine Demo raus. Man kann das erste Level von dem Spiel spielen, aber nur eine Woche lang. Ist doch geil. Das hat Bethesda doch bei Doom gemacht. Und vorher sagt er noch, Doom ist ja dafür bekannt, dass es früher Shareware war und sowas. Ja. Und wir releasen jetzt eine Demo und die Menge flippt aus. Und ich denke mir, ihr werdet gerade alles sowas von verarscht. Und am schlimmsten bei Bethesda war ja der eine Tussi. Woo! Ich schick dir mal das Video, das habe Wo ich. die dauernd so rumruft. Oder War ich morgens um 5 liege ich auf der Couch, Headset auf, damit ich keinen nerv, und ich höre die ganze Zeit dieses Geschrei, das war Ja, so ja. furchtbar. Ich hab's Video gesehen, weil die bei The Elder Scrolls auch so laut war. Die war überall so laut. Bei allem, was angekündigt wird, egal was es war, selbst bei dem Kartenspiel. Sehr gut. Kartenspiel? War das nicht ein Elder Scrolls Kartenspiel, was da kommt? Das wohl, auf Bethesda, aber ne, Witcher kommt doch, oder? Das auch, ja, Witcher-Kartenspiel. aber es kommt auch ein Kartenspiel von Bethesda, und ich Ach, glaube für Scheiße. Elder Scrolls, oder bin ich jetzt blöd? Also ich weiß, Witcher kommt für mehrere Plattformen, Quent. Ja, das ist klar. Und das hol ich mir auch, weil Quent ist geil. Ich habe das sau viel gezockt in The Witcher. Bin mal gespannt, was die draus machen. Ich hätte gerne für Smartphones, aber Bevor ich die Frage hier beantworte, Biene, weiß das jemand, kann das mal schnell jemand googeln, aber ich glaube, es kommt ein Elder Scrolls Kartenspiel raus. Und jetzt die Frage, wie findet ihr überhaupt die Dark Souls Reihe? Auch an Nimue, Dark Souls ist fantastisch. Ist ein Spiel, wo ich jetzt schon weiß, dass es such mal das Nest. was wird, was ich ewig spielen kann. Ähnlich wie Doom, sowas, wo ich in 10 Jahren noch reinlege und habe dann immer noch meinen Spaß dran. Eigentlich das, was ich schon lange gesucht hatte, und Wie lange du dich gequält hast, das zu spielen. Schlimm. ja, ohne Mick hätte ich es nie gespielt. Er hat mich mal quasi dazu gezwungen, dass ich mir das eins anschaue. Und das Schlimme war, im ersten Teil, also ich war ja wirklich richtig verloren, weil ich nicht wusste, was ich machen muss. Überhaupt nicht. Ich glaube, den einzigen Hinweis, den ich gekriegt habe, war von Mick, von wegen, geh nicht auf den Friedhof. Ja. Das war der einzige Hinweis, den ich hatte.
Ich hatte mir auch damals, ich war streng mit mir selbst, habe mir nichts angeschaut in dem Spiel. Das war schon bitter. Zumal, du hattest ja ein bisschen Erfahrung, du hast ja Demon's Souls vorher gespielt, Ich hab ne? Demon's Souls gespielt, ja. Elder Scrolls Legends ist das Kartenspiel. Ah ja, Kommt tatsächlich eins. okay. Genau, und selbst da ist die Beta-Phase ist gestartet und da ist die auch voll ausgerastet. Okay. Die ist voll eskaliert. Oh, total krank. Ja, hier ist ein Nest. Nest kaputt. Aber was ist das für ein Kartenspiel? Ist es eher so Richtung Hearthstone oder ist es Richtung Quent oder ist es so ein Ingame Elder Scrolls Kartengame? Ich kenne Elder Scrolls, kennt mich ja nur die Reihe. Ich kenn mich ja da gar nicht aus. Auf jeden Fall hat es genauso wie Gwent einen Singleplayer-Modus. Okay. Der Quent ist ja der Singleplayer-Modus Witcher an sich, ne? Oder bauen die da sogar wirklich ein? Nee, es gibt für Gwent wirklich eine Singleplayer-Kampagne, eine richtige Kampagne. Ah ja. Haben sie groß angekündigt. Und der Typ, der da rausgekommen ist von CD Projekt Red oder CD Red Project, Ja. der war cool drauf, der hat mir gefallen, der war richtig sympathisch, der Typ. Ja, wenn du von denen auch Videos anschaust, immer, die sind noch so ein bisschen Entwickler der alten Schule eher. Ja, das wirkt so ein bisschen halt wie so ein Familienbetrieb halt einfach. Ja, wobei die auch schon recht groß sind mittlerweile. Ja, klar, dass sie groß sind, aber es wirkt halt familiär und freundlich und Ja. es sieht aus wie ein Arbeitsplatz, wo man sich wohlfühlen wird. Trading Card Spiel Okay. ist, schätze ich, wie Magic. Ja, Okay. alles klar. Habe ich schon vermutet. Also, bisschen komplexer. Ich mag nur das Final Fantasy 8 Kartenspiel. Das kannst du in 14 spielen. Und auf meiner App. Select a mission. Und auf deiner App. Oh, Select a difficult. Oh. Deploying. ist es das schon? Beste Mission. Eine der besten Missionen. Gucken wir mal. Denke ich, mir fällt gerade der scheiß Name ein von dem Kartenspiel. Balam's pilot just reported giant insects coming his way. Ja, das ist die Mission, Mann. Cut out. Damn it! At a time like this? Should we pull the fortress back? Not at all. Muss man wirklich killen? Ja, But Ist der geil. Pass auf, 2 Schuss. nee. Triple Triad, danke. Triple- Meine Ach so, du Fresse. wolltest den Namen wissen vom Ding. Guck mal, was kommt. Unterstützung oder Gegner? Nee, von den Gegner, Mann. Du darfst ja nicht rein, du kannst ja keine Fahrzeuge steuern. Ach, du machst das? Ja, walking fortress Balam Ich guck's mir an. operation. ja, du kannst auch, da kommen gleich Insekten. Kann ich den nicht angreifen? Ich glaube, du kannst ihn auch angreifen, aber der ist halt super klobig, Mann. Deshalb hat mich so geflasht, wie ich das erste Mal gesehen habe. Das ist echt geil. Aber hier geht die FPS halt komplett in die Brüche, weil ich glaube, du machst sogar wirklich Damage, weil du so eine OP-Waffe hast. Guns and explosives are no good against Urginus. Fortress Balam advanced to melee range. Guck mal, bam, ins Gesicht, bam. It's working. Finally, we've wounded Urginus. We've got giant insects approaching the combat zone. Most likely the same ones who just attacked Viel einfacher mit dem Spieler. Guck mal, wie riesig. Guck mal hier, der the Mick. combat zone. Not good. Balam wasn't designed for small, fast targets. King Kong vs. Godzilla. Guck mal, wie ich ihn Der Mick Kong gegen Godzilla. mitkomme. Mick Kong. Guck mal, wie er umfällt. Und wie die FPS in die Brüche geht. Es war schon bei Singleplayer so schlimm, aber mit 2 Spielern, Arm control das ist unmöglich. Da kommen die Insekten jetzt, by the way. your mass to maximize the force of the impact. Just punch him in the face. Just punch it. Der Commentator ist immer so gut. Fällt schon wieder um. Und hier in der Mission kann man sau einfach Items farmen.
Ach stimmt, wir hätten direkt auf Inferno machen sollen. So egal. Wobei bei mir jetzt bisher die Viecher noch gar nichts droppen. Ah doch, hier in Energien. Ja, die droppen relativ wenig, also wenn dann höchstens 1 oder 2 Kisten. Oh no! Ach nee, er ist down. Wir haben schon gewonnen. Yeah! Dabei leben noch Insekten. Die Mission fand ich so gut. Die ist das echt erste Mal geil. gespielt habe. Die ist richtig Einfach gut. nur Bam, Bam. So, ich bin ganz schnell mal unten. Okay, Stream lassen wir einfach mal kurz durchlaufen. okay. Würde ich sagen, 5 Minuten Pause. Stream lass mal laufen diesmal. Scheiß drauf. Ich bring dann einen Riesenpart raus. Müsst ihr halt lang gucken dann. Dann mache ich die Mission einfach normal im Farm. Ach so, ja. Ja. Okay, ich lasse dir den Controller mal hier, falls du mich bewegen musst. Ach so, ich muss dich nicht bewegen. Fliegen auf. Okay, okay. Gut. Passt schon. Dann halt nicht. Aber du stirbst elendig, Das kann natürlich weil passieren. die Aliens kommen, ja. Das kannst du mich ja direkt abschneiden. Ja, genau. So. Machen wir kurz mal die Mission auf höchstem Schwierigkeitsgrad. Problem. Balam's pilot just reported giant insects coming his way. Right before he cut out. Damn it! At a time like this? Should we pull the fortress back? Not at all. Ich hoffe, dass ich eine schöne Waffe bekomme. But Ja, danke schön. So. Ab geht's. Der Rand wird jetzt natürlich elendig sterben gleich. Aber das haben wir ja schon angekündigt. Team, you are temporarily reassigned to Walking Fortress Balam. Get in! a walking fortress Balam has been activated. Please board it now. So langsam. Der Robo. Guns and explosives are no good against Urginus. Fortress Balam advanced to melee range. Uiuiui. Das Chat wieder eingefroren. Oh, das ist eine neue Combo, die kannte ich noch gar nicht. Use the fortress's arm controls to physically strike the enemy. Accelerate your mass to maximize the force of the impact. Just punch him in the face. Just punch him in the face. Wounded Das Urginus. mache ich doch. We've got giant insects approaching the combat zone. Most likely the same ones who just attacked the Balam pilot. Punch, Punch The insects have entered the combat zone. und Uppercut. Oh, oh, ich habe ihn noch erwischt. Sehr gut. Infantry units, eliminate them. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, dass der Kampf hier so gut läuft. Balam's arms are exceeding their stress limits. If they keep trading blows like this, the frame may not be salvageable. I don't care. Keep smashing him.
Lustigerweise überlebt der Random sogar. Oh, oh, oh. Jetzt falle ich um. Ich sehe nichts mehr. Oh, die Framerate ist so schlecht. Oh, da ist eine grüne Kiste. Ja, gleich sind die Ameisen kaputt. Ja, die Ameisen sind kaputt. Oh, er schlägt ein bisschen in die falsche Richtung. Lucky. Kann ich gleich aussteigen. Und die Kiste holen. Uiuiui, im letzten Moment noch eingestiegen. Orgilis is down and out. Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe eine neue Combo gelernt. Mit dem Mac. Och, entschuldige. Ach, Pipi-Pause.